Moin, merci, dass der Astrid Lulling TV im Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschen. An der Plenarsitzung vom Europäischen Parlament zu Straßburg haben wir eine Reihe von Berichten vom Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit aufgestimmt, die Verordnungen über Lebensmittelzusatzstoffe, Aroma und Lebensmittelenzyme betreffen. Ein kompliziert Materie. Und der lang geschafft wurde seit 2006. Es kommt zu schwierigen Kompromissen mit der EU-Kommission und dem Ministerrat, die schließlich aber von einer großen Majorität von den Europadeputierten zu Straßburg aufgesehen wurden. Bei mir am Studio ist mein Kollege, den Dr. Horst Schnellhardt, der Lebensmittelexpert von unserer Fraktion. Guten Tag, Horst. Danke, dass du bereit warst, mit mir unsere Zuhörer zu informieren über die neuen Regeln für Aromen, Enzyme und andere Lebensmittelzusatzstoffe, für deren Zulassung es jetzt ein einheitliches Verfahren in den 27 EU-Mitgliedstaaten gibt, was für Produzenten Planungssicherheit gewährleistet und für die Verbraucher Gesundheitssicherheit. Kannst du bitte kurz erläutern, worum es geht, weil wir ja schon bereits seit 1989, also seit 20 Jahren, Richtlinien auf diesem Gebiet haben? Das ist richtig, Astrid. Wir haben seit 20 Jahren, seit 1989, Richtlinien zu Lebensmittelzusatzstoffen, zu Enzymen und Aromen. Aber das machte gerade die Kompliziertheit aus, weil es zahlreiche Richtlinien waren. Wir heben mit der neuen Regelung allein 9 Richtlinien auf und wandeln die um in 4 Verordnungen. Und damit, denke ich, haben wir auch vom Bürokratieabbau her ein Ziel erreicht, indem wir die Zahl der legislativen Verabschiedungen verringern. Das macht es also unseren Betrieben leichter. Ich denke, das, was wir jetzt beschlossen haben, ist ein wichtiger Schritt und eine wichtige Erleichterung für die Unternehmen, die Lebensmittelzusatzstoffe, Enzyme und Aromen herstellen. Ja. Die Erleichterung tritt ein, sie brauchen weniger Papier lesen, weil es nun nur noch 4 Verordnungen gibt. Sie wissen besser, wo Sie dran sind. Genau. Sonst stehen Sie immer, wenn wir zu viele Richtlinien haben oder zu viele Verordnungen, sind die immer mit einem Fuß im Gefängnis. Na gut, wollen wir nicht hoffen, dass das so ist. Aber es war natürlich doch schon ein riesiger Arbeitsaufwand, um sich damit zu beschäftigen. Ja. Die neuen Verordnungen regeln das, was du auch schon gesagt hast. Sie bringen also eine Erleichterung für die Unternehmen und mehr Gesundheitsschutz für den Verbraucher. Insbesondere muss man davon ausgehen, dass jetzt ein einheitliches Zulassungsverfahren da ist. Die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde wird allein zuständig für die Zulassung in Parma sitzt. In Parma und die lässt quasi jetzt allein diese Zusatzstoffe und Enzyme und Aromen zu. Damit haben wir in Europa ein einheitliches Verfahren und nicht die Zersplitterung in jedem Land eine Zulassungsverfahren. Und die brauchen eine gewisse Frist, um diese Zulassung. Ja, das ist ein Problem, wo das Parlament, wo ich persönlich nicht ganz zufrieden bin. Man hat ja sicher einen bestimmten Zeitraum, muss man haben, um diese Stoffe zuzulassen. Die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde, der stehen wir 9 Monate zu für die Risikoanalyse. Nun hat die Kommission aber für sich in Anspruch genommen, auch 9 Monate für das Risikomanagement. Ich persönlich bin der Meinung, das könnte man kürzer regeln. Die Kommissarin hat ja während der Diskussion im Parlament gesagt, gut, wir brauchen vielleicht nicht immer die Zeit, aber dann hat sie gesagt, doch, wir brauchen die 9 Monate. Also wir werden, denke ich, Astrid, gemeinsam das mal prüfen, was die Kommission eigentlich in den 9 Monaten macht, ob sie die Zeit auch effektiv ausfüllt, damit wir entsprechend auch hier mehr Bürokratieabbau erreichen können. Aber es gab auch noch Kritik, weil in verschiedenen Produkten für Kinder
ich möchte Gummibärchen, ich weiß nicht was, weil Ja. dort Farbstoffe sind und diese Farbstoffe, die hätten einen Einfluss auf die Kinder. Stimmt das? Die würden hyperaktiv oder ich habe das gelesen und natürlich auch gehört im Parlament. Ja. Was hältst du davon? Also es war eine sehr umfangreiche Diskussion. Es geht um die Azo-Farbstoffe, die zum Beispiel in viele bunte Smarties enthalten sind, aber auch in Gummibärchen. Ja. Diese geben dem Produkt also eine bestimmte Farbe. Ja. Nun hat eine Universität in Southampton festgestellt, dass diese Stoffe doch eine Überreaktion bei Kindern auslösen würden. Das ist natürlich zu beachten. Eine solche Aussage von Wissenschaftlern kann man nicht einfach übergehen. Deswegen ist es richtig, dass das Europäische Parlament das Vorsorgeprinzip hat walten lassen. Es gibt natürlich dann auch gleich wieder Abgeordnete, die aufgrund einer solchen Studie das Verbot der Azo-Farbstoffe aussprechen wollen, obwohl die Lebensmittelsicherheitsbehörde, die ja eigentlich zuständig ist für die Zulassung, festgestellt hat, diese Studie der Southampton-Universität ist nicht statistisch abgesichert. Sie gibt also kein klares Bild und die Studie lässt nicht erkennen, dass es wirklich Einfluss auf die Kinder hat, sondern es ist eine Vermutung. Aufgrund einer Vermutung ein Verbot auszusprechen, halte ich schon für übertrieben. Aber wir sind zu einer Regelung gekommen, die sicher das Vorsorgeprinzip berücksichtigt, indem auf der Verpackung jetzt draufsteht, enthält Azo-Farbstoffe, kann Überreaktion bei Kindern auslösen. Das kommt jetzt drauf. Das kommt drauf. Ich gehe davon aus, bevor die Verordnung in Kraft tritt, dass die Lebensmittelsicherheitsbehörde ein klares Urteil gefällt hat und dass die Kommission eine Konterexpertise machen. Ja, muss sie machen. Wenn sie natürlich auch feststellt, dass das Überreaktion, dann muss es verboten werden. Dann bin ich auch dafür, dass es verboten wird, aber aufgrund einer Studie, die nicht statistisch abgesichert ist, die nicht klar erkennbar ein Ergebnis hat, wo wirklich Überreaktion bei Kindern ausgelöst wird, daraufhin eine Gesetzesänderung vorzunehmen, halte ich für ziemlich übertrieben. Ja, es gibt immer viel Übertreibungen. Wenn man meint, da wäre was, dann wird schon sofort gesagt, das muss man verbieten. Aber natürlich ist für uns die Sicherheit der Verbraucher ausschlaggebend. Ich weiß, wenn ein Verbraucher Farbstoff hört, dann ist das schon ein bisschen negativ. Aber wir können doch jetzt sagen, diese Farbstoffe werden doch gebraucht. Oder könnte man ohne sie auskommen? Nicht ohne Aromen natürlich, aber ohne Farbstoffe? Also ich will mal sagen, man könnte sicher ohne Farbstoffe auskommen. Dann hätten natürlich die vielen bunten Smarties keine Farbe mehr. Ja. Aber es gibt natürlich auch andere Farbstoffe, die man zusetzen könnte. Aber das setzt natürlich auch immer voraus, dass man ein Produktionsverfahren umstellen muss, dass man natürlich auch die neuen Farbstoffe erstmal einer Testung unterziehen muss. Die brauchen ja auch eine Genehmigung und eine Zulassung. Also so einfach ist es dann nicht. Aber die Verbraucher wollen ja auch immer, dass das schön aussieht. Es werden ja auch Farbstoffe beim Metzger gebraucht, glaube ich, oder andere Stoffe. Ja. Und dann Enzyme brauchen wir. Es geht nicht ohne. Es geht nicht ohne. Es gibt ja sehr viele Zusatzstoffe. Wir haben ja fast 200 Zusatzstoffe und 2600 Aromen, die in Europa eingesetzt werden und Enzyme. Das ist also eine ganze Menge. Und jeder merkt es ja, sie werden ja in Spuren zugesetzt, also nur in ganz geringen Mengen, bewirken entweder die Haltbarkeit des Produktes oder sie bewirken eine bessere Konsistenz oder sie bewirken einen besseren Geschmack. Das ist natürlich auch wird auch sehr oft genutzt. Ja, also könnten wir sagen, zusammenfassen, dass wir aber jetzt auch in diesem Dossier für Europa eine bessere Gesetzgebung gemacht haben. Sie ist weniger bürokratisch, für uns noch ein bisschen zu bürokratisch, aber es geht auch nicht ohne Kontrollen, die sind ja auch sicher gewährleistet. Und ich glaube, wir müssen vor allem auch dir ein herzliches Dankeschön sagen, denn du hast dich in diesem Dossier wirklich wund gearbeitet, um einen anständigen Kompromiss hinzukriegen. Und ich glaube, wir könnten unsere Produzenten und unsere Verbraucher auch jetzt beruhigen, wenn Farbstoffe, Arome, Enzyme gebraucht werden,
Dann gibt es einheitliche europäische Regelungen und Sie können beruhigt sein, dass unsere Lebensmittelbehörde in Parma das gut und richtig macht. Vielen Dank, Horst, dass du bei mir warst und unsere Zuhörer informiert hast. Ich sage dir vielmals merci, dass der Reis noch gelauscht hat, bis die nächste Woche.